Warte schnell, Uhr. Check. Gut, 5 über halb. Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und hey, was haben wir heute? Die 10. Episode, Mann. Ja, Jubiläum. Voll. Und zum Jubiläum haben wir uns auch ein Thema ausgesucht, das stark diskutiert wird, diese Ja. Szene. Ja, absolut, absolut. Und wahrscheinlich dann auch bei uns stark diskutiert werden. Wir haben ja unsere Notizen ein bisschen geteilt, aber ja. Es ist nicht ein einfaches Thema. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber hey Oli, komm, ich würde sagen, wir fangen doch der Reihe an. Und zwar in erster Linie danke vielmals für die doch zahlreichen Reaktionen von der letzten Folge. Voll. Und an dieser Stelle denke ich, ja, wer alles anwesend ist, müssen wir glaube ich nicht sagen, Oli und ich. Es ist wieder mal eine klassische Oli-Nico-Folge, die Reaktionen von letztem Mal eingehen. Und zwar haben wir ja das Thema Swimbait gehabt und unter anderem auch das Thema Vollmond bzw. Mondphase auf den Fisch. Mhm. Hey, ich konnte es noch nicht ausprobieren. Hast du mal ein bisschen... Ist ja schon Vollmond gewesen. Nein, ich glaube kein Vollmond in der Zwischenzeit. Hey, weißt du, es kommt mir noch in den Sinn, Oli. Wir haben ja noch etwas vor uns. Jawohl. Wir dürfen wieder trinken. Ja, Mann! Wie zu jeder Episode machen wir auch heute ein Bier auf. Genau. Oli, Cheers. cheers auf unsere Jubiläumsepisode. Mhm. Das ist gut, da hat schon lange keins mehr gehabt. Ja gut, es ist auch nicht gerade das Wetter zum Bier trinken. Ja, das nicht? stimmt. Ja. Gut, das willst du bei diesem Wetter trinken. Also, sag Ja, nicht Wasser. Glühwein oder so. Ja, stimmt, Glühwein. Ja. Hey, genau. Boah, jedes Mal, wenn ich gehört, wir sind heute so einem geilen Steakhouse zum Mittag. Hey. So einen strengen Tag, aber gut gegessen. Wenigstens. Ja, Genau. Hey, zurück zum Thema eigentlich. Ja, bei Vollmond Fisch oder Fisch-Mondphase für den Fisch. Wir haben vom Pado, von MyTackleBox, haben wir eine Sprachnachricht bekommen und ich würde euch die gerne mal kurz einspielen. Wir können dann von mir aus gesehen gerne noch darüber diskutieren. Wenn ihr so Sprachnachrichten habt, lasst uns die zukommen. Hey, wäre hure geil. Am liebsten irgendwie per WhatsApp. Also könnt ihr uns auf Insta anschreiben, da kommen sicher die Nummern über. Und macht es doch so, wie es der Pado gemacht hat. Weil ich lade euch die mal ab und dann ja, hört ihr mal, wie er mit dem Thema Monitoring, Fisch und Mond zu Schlag kommt. Hoi Oli, hoi Nico, da ist der Pader von mytacklebox.ch. Ihr habt in der letzten Folge über den Einfluss vom Vollmond auf die Fischerei diskutiert. Und Nico, wie du weißt, führe ich seit 7-8 Jahren ein Fangtagebuch für den Zürichsee. Und ich nutze dort eine App und kann dort eigentlich die ganzen Parameter bei jedem Biss oder bei jedem Fang eingeben. Und eben das umfasst dann wirklich Parameter wie Wetter, Luftdruck, Temperatur vom Wasser, Aussentemperatur, Mondphase und so weiter. Und für mich zeigt sich ganz klar in dieser Statistik, dass bei Vollmond, das bedeutet in dieser App plus minus 2 Tage, ich deutlich mehr Hechtkontakt habe und Hecht fange wie sonst. Also ich sehe es auch von den Fischertagen, wo ich dort bin. Es ist nicht so, dass ich viel mehr Vollmondtage hätte. Ich habe eigentlich weniger Vollmondtage, weil das deutlich weniger sind wie sonstige. Aber ich fange dort wirklich am meisten Hecht. Also für mich ist klar, dass der Vollmond auf den Hecht einen positiven Einfluss hat. Auf sonstige Fischarten kann ich es leider nicht sagen, aber beim Hecht definitiv. Macht's gut, Schöne und Petri. Ja, spannend. Oli? Ja, nochmal zum Sagen, er erwähnt speziell den Hecht, also er bezieht eigentlich sein gesammelte Wissen auf den Hecht und beim Hecht habe ich es im Fall auch schon gehört, dass es bei Vollmond besser läuft oder vor allem die grösseren Fische aktiver sind. Ich finde vor allem spannend, das Tagebuch monitort 2 Tage vor und 2 Tage nach. Also eigentlich, ja, sagen wir, der Mittwoch ist der Vollmond, dann hast du Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag, also eigentlich 5 Tage. In diesen 5 Tagen um den Vollmond herum, so wie wenn ich es richtig verstehe, sind die Hechter am aktivsten. Pado ist halt ein klassischer Hechtfischer, von mir aus gesehen. Seeforelle, ja, okay. Aber ich weiss nicht, wie er das monitort, ob er da schon genug Erfahrung hat oder genug Erfahrung hat können sammeln mit Fisch fangen. Aber ja, ist sicherlich spannend.
den Einfluss so. Hätte ich eben auch gesagt. Aber ja. Können wir uns darauf achten, wenn wir mal Hecht fischen? Werden wir diese Saison sicher ein paar Mal machen. Genau. Ich habe mich auch schon mal darauf achten. Ich habe es mal probiert. Ich habe es halt einfach nur im Kopf festgehalten. Aber ja, ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich, keine Ahnung, wenn ich vor oder nach Vollmond gerade gegangen bin, oder während dem Vollmond, dass ich gerade irgendwie, keine Ahnung, 10 Hechte hatte. Nein, übertrieben gesagt natürlich. Von dem her. Was mich noch wundern würde, führt sonst noch über Tagebuch, über, wie es jetzt zum Beispiel der Pado macht, über andere Fische, würde mich noch interessieren als der Hecht. Hey, und da an dieser Stelle möchte ich geschwind hinweisen, es ist keine zahlte Werbung, aber auf der Fischer-App könnt ihr euer Fangtagebuch führen. Es zieht automatisch an den Standort, müsst ihr halt vielleicht noch schnell richten, wie, wo, was. Und es zieht automatisch Daten wie Luftdruck, Temperatur, Wassertemperatur und. Mega spannend. Ich habe letztes Jahr ein bisschen angefangen, ich werde es sicher auch dieses Jahr wieder machen. Ich habe aber nicht gross etwas daraus lesen oder habe mich auch nie damit befasst. Ich habe die einfach eingetragen. Auch mit dem Fötterchen, hure geil. Es hat ein KI dahinter, wo eigentlich den Fisch erkennen sollte. Bei mir hat es nicht wirklich funktioniert. Nichtsdestotrotz, als ich den Wels hochgeladen habe, hat es irgendwie als Alette oder etwas, oder als Barbe. Irgendwie so. Aber macht ja nichts, spielt ja keine Rolle. Ja. Kannst du ja manuell liegen. Ja, genau. Schlussendlich kannst du es übersteuern und durch das, ja. Voll. Lade die App ab. Hey, unbedingt. Mega cooles App im Fall. Ja. Wer dazu mehr wissen will, kann mein Video schauen, das irgendwann rauskommt. Hast du sogar noch ein Video aufgenommen? Wir haben noch ein Video dazu gemacht, ja. Ja, sehr schön. Aber kommen wir nachher noch dazu. Ja, perfekt. Ja gut, hey, ich habe noch eine Nachricht bekommen, und zwar, wir haben über Swimbaits geredet und in den Kommentaren von der letzten Episode hat einer geschrieben, hey, er fische auch Swimbaits, er fische den Shimano Armor Joint. Das ist so sein Lieblings-Swimbait. Habe ich gedacht, ja, muss ich mal googeln, was das für einen ist, ich habe den nicht gekannt. Das mache ich jetzt im Fall. Ja, ich weiss im Fall nicht, ob ich... Ja, du zuerst mal googeln, vielleicht kommt er ihm bekannt vor. Wir haben, glaube ich, in der letzten Episode habe ich einen da gehabt. Schon? Ja, aber nicht von Shimano. Hey, ich bin sehr gespannt. Von mir aus gesehen sieht er so aus wie einer, wo ich bestellt habe. Ich sage jetzt nicht wo, aber es war der Chines vom Vertrauen. Ja, der... Schon, oder? Wohl, ja. Schon, mit dieser Flash-Boost. Ja, genau. Den habe ich auch schon in der Hand gehabt. Ja, okay. So sieht der aus. Ich habe den übrigens gefischt, aber da komme ich später noch dazu. Ja, von dem her. Wer sonst gerade runtergesetzt bei Hecht und Barsch gesehen? Aber sie haben auch nur noch 5 ja, und nur in einer Farbe. Genau, gerade ich sagen, nur noch eine Farbe, wenn es mir recht ist. Ja, easy. Ja, mal, stimmt, den habe ich auch schon in der Hand gehabt. Ich hatte den gar nicht so im Kopf gehabt. Für mich halt sind halt die anderen Swimbaits mehr. Ja, und du fischst ja tendenziell auch eher schwerere Swimbaits, meinte ich. Ja, der hat irgendwo, glaube ich, 42 Gramm oder 47, okay. Irgendwie so. Ist jetzt nicht so, ja, deine Gewichtsrange wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz... 53 Gramm hat er. Ah, 53, ja, okay. Ja, ich habe gefischt, er läuft wirklich noch geil, finde ich. Ja, also deine Fälschung. Ja, natürlich. Ich habe nicht das Original, ich habe einfach nur... Genau. Okay, spannend. Ja. Genau, hey, und dann, wir haben es ja noch davon gehabt, wer führt Swimbaits, beziehungsweise wo bestellst du deine Swimbaits, habe ich dich gefragt in der letzten Episode. Du hast gesagt, hauptsächlich irgendwo Deutschland, wenn es mir recht ist. Und dann hat einer kommentiert, der Mickey's Tackle in Rudistetten ist der, glaube ich, wenn es mir recht ist. Also eigentlich ganz da in der Nähe. Ja, um Eck, ja. Ja, genau. Hat DRT Swimbaits anscheinend auch im Sortiment. Hey, ich bin noch nie bei ihm gewesen, ich habe keine Ahnung, was er hat, ich weiß es nicht. Wäre sicher mal ein Besuch wert. Vielleicht kann ich den mal vorbeischauen, je nachdem, wenn ich mal mit dem Oli Swimbaits fische, würde ich sicher mal einen von seinen DRTs rühren, aber hoffentlich einen schwimmenden, damit ich baden und den wiederholen, wenn ich im Backlash habe. Tatsächlich, das habe ich auch nicht gewusst, dass der Mickey's Swimbaits hat. Er hat eine schöne Auswahl. He? Ja, siehst du nur. Aber wenn wir ehrlich sind, naja. Ja, nicht so die... Ist halt DRT, gell? Ja, aber nicht die Farbe, die ich gerne hätte. Aber die kann er sicher bestellen. Die kann er sicher bestellen. Ja, okay, cool. Aber wenn ich ehrlich sein in Deutschland sind es günstiger. Auch mit der Verschiffung. Was nicht? Also. Ja, Oli, was nicht? In Deutschland ist eigentlich alles günstiger. Ja, aber je nachdem, wenn du dort halt musst für die Zollung zahlen, zahlst du halt schon noch ordentlich drauf, je nachdem. Aber sicher nicht so viel, wie es jetzt da der DRT. Wenn du musst für die Zollung zahlen in Deutschland, wird dir die deutsche Mehrwertsteuer abgezogen, du zahlst den Nettobetrag und die Schweizer Mehrwertsteuer wird draufgeschlagen. Ja, jetzt erst beim nächsten 8,1%. Nein, wenn du online bestellst, nicht, du kommst eine Rechnung von DHL über. Das heisst, du zahlst den Nettobetrag im Shop. Wenn der DRT in Deutschland 200 Stutz kostet, das einfach ist zum Rechnen, werden
19%, die deutsche Meeressteuer, sagen wir 20%, 40 Stutz werden abgezogen. Das heisst, du zahlst netto 180 plus dann natürlich Versand, okay, 10 Stutz bist du bei 190 und dann kommt es nachher Schweizer Zoll und dort wird dann die deutsche Mehrwertsteuer plus Zollabwicklung draufgeschlagen. Das heisst, du bist irgendwo, keine Ahnung, overall 12% oder so vielleicht. Oder 10%. Dann bist du nachher halt wieder ein bisschen oben. Punkt. Okay. That's it. Also du zahlst in dem Sinne eigentlich nicht mehr. Ich glaube schlussendlich, also exklusiv Versand zahlst du weniger. Inklusive Versand kann es sein, dass du vielleicht ein bisschen mehr zahlst, weil du hast den Versand noch. Aber wenn du bei Mickey würdest bestellen, würdest du auch Versand zahlen wahrscheinlich. Ja, fix. Du musst das wahrscheinlich auch irgendwie für ein paar Franken kaufen. Ja, oder gehst halt vorbei. Ja. Ja. Aber ja, können wir mal zusammen machen übrigens. Was denn? Zum Mickey. Ich bin noch nie gewesen. Ich bin auch noch nie bei ihm im Shop gewesen, aber ich habe schon ein paar Mal etwas eingekauft. Ich weiss gar nicht, musst du dich dort voranmelden? Oder hat der immer so... Ich glaube es. Okay. Es ist auch so ein Personal Kellerabteil. Shopping. Ja. Personal Shopping wie Fische. Was heisst auch so ein Kellerabteil? Entschuldigung. Weil es nicht mein erster Kellerabteil ist, den ich besuche. Weil ich jetzt viele Shops, die ich kenne, ja, irgendwo in einer Garage gleichere Ware haben, wo du auch schnell vorbeigehen. Ja, es ist so. Und ja, okay, aber spannend, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Mickey's das hat. Also man kann auch in dem Fall bei Mickey's Tackle DRTs bestellen. Ja, genau. Ja gut. Hey, das wäre es mit den Reaktionen auf die letzte Episode von mir. Ich weiss nicht, hast du noch Reaktionen? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht so damit befasst. Hey, dann würde ich sagen, wenn wir mal das Thema verkünden. Ja, das heutige Thema ist Catch and Release. Oh, jetzt werden ein paar wahrscheinlich die Augen verdrehen. Hören nicht auf. Schaltet den Podcast nicht ab. Hey, das ist... Wir haben gestern noch telefoniert, Oli und ich, wie wir das Thema überhaupt gestalten. Es ist sogar im Raum gestanden, wenn wir das Thema wollen, auf Eis legen. Ja. Weil es ist doch ein recht mächtiges Thema. Und es ist so ein bisschen, ich weiss nicht, ob wir uns da nur ins Bein schiessen können. Wir sind dann eigentlich zum Entschluss gekommen, dass wir es gleich durchziehen. Und wir wollen nicht irgendwie für Catch and Release oder gegen Catch and Release polarisieren. Das wollen wir nicht. Wir wollen euch einfach informieren, wie ist die Gesetzeslage in der Schweiz, was ist erlaubt, was nicht, was ist die Definition von Catch and Release, geschwind ein bisschen über die Grenzen schauen, wie machen es die anderen, die wir wissen. Und ja, ich möchte auch noch so ein bisschen Pro und Contra geschwind im Raum stehen lassen, einfach von Extremseiten, sage ich jetzt einmal. Ja, that's it, von mir aus gesehen. Voll. Also es wird einfach ein Informieren sein, für die sich noch nie mit dem Thema oder mal genaueres wissen über das Thema, wie ist das bei uns im Schweizer Gesetz festgehalten. Genau. Aber wir werden sicher nicht sagen, wie wir das handeln, zu was wir stehen oder was auch immer. Da werden wir keine Partei ergreifen, sondern wir werden da wirklich neutral versuchen, darüber zu berichten. Ja, und sind lieb mit uns, auch wenn wir etwas falsch sagen. Ja, hey, also, ja, unbedingt. Ich meine, die Sachen, die wir sagen, die kann jeder nachlesen. Wenn da irgendetwas ist, wir probieren auch noch die Links, die Quellen anzugeben, schlussendlich im Podcast, im Beschreib oder allenfalls dann auf Insta einen Beitrag mal posten, wo wir erwähnen und dann verlinken, damit ihr das selber nachlesen könnt. Und wenn ihr euch natürlich mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt, hey, ungeniert, haut sie Kommentare, sagt, was ihr davon haltet. Ihr müsst euch da weder als Pfannenfischer noch als C&R-Fischer outen, das wollen wir gar nicht, sondern sagt, ich könnt gerne sagen, was ihr davon haltet oder wie ihr die Links versteht, die beschreiben und was auch immer. Also von dem her, ja. Hey, ja, und sind uns nicht böse, gell? Wir sind beide kein Sahne-Instructor. Richtig. Also es gibt Leute, die kennen sich da noch viel, viel genauer und detaillierter aus in dieser Thematik. Genau. Wir probieren einfach das, was wir wissen oder was wir können, was wir recherchiert haben, euch weiterzugeben. Genau. Und es soll auch nicht so sein, dass wir da irgendwelche Paragraphen wälzen. Hey, aber ich würde sagen, genug über das einmal vorab und würde sagen, wir gehen jetzt mal in die nächste Kategorie. Oli, sagst sie du an? Es heisst Rubrik, aber ja. Mein Fehler, sorry. Das war jetzt übrigens auch mein Fehler. Ich kann den nicht bringen. Eigentlich kann ich den bringen. Wir gehen jetzt in die nächste Rubrik und zwar... Meine Woche, deine Woche. Oh ja. Ja, Mann. Hey, nice, übrigens. Nice, sorry. Ja, auch, dass du es noch gesagt hast. Ja, habe ich letztes Mal angefangen oder du? Nein, hey, du hast letztes Mal angefangen. Ja, fang du an. Ich stehe zwar als erster Stelle, bis mich gewöhnt. Ja. Nein, fang du an, Oli. Jo. Hey, ich war diese Woche zweimal fischen. 2 Drehtage gehabt. Wir haben das Nachbarduell fertig drehen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, ich habe es da im Podcast erzählt. Ja.
Wir haben das abgedreht und ja, mega cool geworden, mega lustige Folge geworden. Dann bin ich das zweite Mal Flügenfischen lernen beim Siro. Auch ein mega cooles Video. Und ob ich meinen ersten Fisch gefangen habe auf Flügen, das seht ihr dann in diesem Video. Ich weiß es. Ist ja klar. Dann wollte ich eigentlich noch mit meinem Bruder fischen, ein Catch and Cook machen, das wäre das dritte Video rausgekommen. Aber er hat leider abgesagt, weil seine Kinder und seine Frau krank waren. Wirklich? Ja, dann haben wir nicht gehen. Die Kinder Schade, und gell? die Frau. Darum mach keine Kinder. Ja, hör auf, ich nehme das zurück. Ja, dann das heutige Thema hat doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als auch schon. Also wir haben uns recht eingelesen und vorbereitet, vor allem auch ich, du glaube auch. Ja, definitiv. Dann habe ich ein mega cooles Paket mit einem ohne CK, wie du geschrieben hast, von Fish Explorer bekommen. Für alle, die jetzt da nicht rauskommen, es ist ein Insider-Joke. Wir haben unsere Notizen auf einem OneNote-Dokument, wo wir beide Zugriff haben. Und der Oli hat geschrieben, ein Paket von Fish Explorer mit CK. Und ich habe dann gestern noch so in Klammern geschrieben, Paket schreibt man ohne CK. Einfach so. Ja, by the way. Aber ich habe noch ein liebes Smiley gemacht, wenigstens. Hey, ein richtig geiles Paket ist bekommen. Übrigens, ich habe dir auch das Foto gemacht. Der Swimbait von Monkey Lures ist dabei. Oh. Und es nimmt mich mega Wunder, den zum Testen. Ja. Alles andere, was in diesem Paket rein ist, werdet ihr mal in einer Insta-Story sehen oder im YouTube-Video. Bin ich mir noch nicht sicher. Sind wir mal gespannt. Hey, dann, bei mir ist voller Vorfreude auf meine Ferien. Ich bin nächste Woche im Tessin. Jetzt läutet mir der Gesi an im Podcast. Es wäre so lustig, wenn wir ihn jetzt abnehmen könnten. Ja, schreiben geschwind, er soll mir anrufen. Komm, mach mal weiter. Okay, genau. Ich gehe nächste Woche ins Tessin. Geplant sind auch 2 Videos zum machen und einfach mal zum ein bisschen abschalten. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal Ferien irgendwie nach Weihnachten gehabt. Dort, Weihnachten, Neujahr. Bin langsam durch. Ja. Brauche Ferien. Genau. Und dann, unsere Routen haben Verspätungen. Unsere Swimbait-Route, die wir bestellt haben. Ja. Maximus Manic X. Weißt du, es ist der Pain. Delay. Weißt du, es ist der Pain. Nein. Sie haben sie vom Werk aus nicht mitgeschickt mit der letzten Lieferung. Es Ja, ist eine geile Affe. Lieferung angekommen von Maximus. Ich habe Casting und Spinning bestellt und ich habe nur die Spinning-Routen bekommen. Mann. So mühsam. Sehr schade. Oh, schau jetzt, der Gesi-Leute da. Ja, top. Hörst du es? Ja. Geil. Grüezi, Herr Hoi, Gesi. Gesi. Hey, alles Paletti? Ja, du bist live im Podcast. Ja. Ihr seid ja verrückt. Und ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht, etwas ist passiert. Hey. Herrlich, herrlich, herrlich. Es kommt vor allem immer ein schönes Bild mit dem Barsch von dir auf dem Boot. Wahrscheinlich in Holland, nehme ich jetzt mal an. Ja, das ist ein Holländer. Ja, geil, geil. Hey Gesi, wie geht's? Eben. Ja, danke, ganz gut. Und euch, Jungs? Hey, merci, merci. Ja, Zeit für Sehr Ferien. gut. Haben wir jetzt gerade gesagt. Ja. Hey, ich habe ab Freitag Ferien. Ich auch. Oh, geil. Du Wo bist Messe organisieren? Ja, sowohl als auch, aber auch ein bisschen Fischen. Ah. Woher geht's? Ja. Ja, da oben. Jetzt habe ich habe ja Oli mal versprochen, dass er mal fischen kommen soll, am Untersee auf Hecht. Oh. Jawohl. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich das Versprechen einlösen. Jetzt Oh. würdest du ihn mitnehmen ab dem Freitag? Ja, also am Freitag muss ich noch arbeiten, Ja. aber irgendwie so ab Mittwoch oder so kann ich mir super einrichten. Wow, das ist ja fast wie ein Liebesgeständnis da bei uns im Podcast. Oli, wie hast du das verdient? Härtere Arbeit. Geil. Nico, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Aber Nein, ich habe den brauchen nur wir eine nicht. Karte. Hey, ich liebe merci, aber ich kann, weißt du, die normalen Leute arbeiten. Die haben erst wieder im Sommerferien. Excuse, hä? Nein, Spaß beiseite. Hey, ist mega lieb, Gesi, gerne ein anderes Mal, aber nächste Woche bin ich wieder ziemlich busy. Ich habe diese Woche Papi-Tag und bin ich nächste Woche wieder in Vollwoche am Arbeiten. Von dem her, liegt es leider nicht drin. Du, ein anderes Mal. Aber der Oli soll sich melden, sobald er wieder Luft und Zeit Das mache ich. und Lust überhaupt hat. Perfekt. Hey Gesi, Danke aber für die bevor du jetzt Einladung. abhängst, Ja. Yes. wann ist die Schweizer Sportfischermesse definitiv? 2025. 8. 9. Februar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. 8. und 9. Februar. Wieder am gleichen Wochenende wie das Jahr? Nimm ich an. Ja, es ist praktisch das gleiche Wochenende, ja. Und Ort ist wieder genau die gleiche Halle. Genau die gleiche Halle. Perfekt. Wie viele Aussteller haben schon Super. zugesagt?
Du, wir haben jetzt, das Ding hat jetzt noch gut. Wir werden jetzt im Mai werden wir jetzt richtig loslegen. Und du hast auch noch kein Telefon bekommen. Also Richtig. Darum ab habe ich, Mai- darum habe ich gedacht, ich frage mal. ab Mai telefonieren wieder. Ja, perfekt. Und dann füllen wir die Halle. Sehr gut, geil. Wir freuen uns sicher alle. Super. Voll. Ja, wir uns auch. Wir hoffen, dass wir noch mal eine Schippe drauflegen können. Und ja, Das ist eine sind guter Ansage. Dinge. Das ist eine Ansage. Bin dann gespannt, was du uns sonst noch so zu erzählen hast. Ja. Nein, super, Jungs. Hey, Hey, dann Dann hoffe ich, dass wir jetzt wieder bei eurem Podcast weitermachen können. Und sorry wegen der Störung, Jungs. easy. Alles Kein gut, Gesi. Problem. Alles gut. Alles mit gut. dem neuen Gerät können wir alles. Klar. Genau. Hey, dir einen schönen Habt Tag, fett Tag. schöne Ferien Oh, und ja. fettes Petri nächste Woche. Ja, herzlichen Dank. Petri, Dank. Und euer Artiges Petri, gell? Wir hören. Wir hören. Ciao, Gesi. Mach's gut. Ciao, Jungs. Ciao. Bye, bye. Ja, Ja. perfekt. So läuft das Ja, Business. Geil, hä? Okay, Sauber. zurück zu meiner Woche. Ja, genau. Bei der Route sind wir stehen Bei geblieben. der Route sind wir stehen geblieben. Dass die jetzt spät gekommen sind, weil die halt vergessen gegangen sind. Mega nieder. Aber du, ich habe einen Big Bait bekommen. Ja. Ich habe einen Zircon Cast Big Bait bekommen. Ich habe euch auch schon ein Story-Foto hauen, wenn ihr wollt. Kein Thema. Ich finde sie recht geil. Ich habe sie doch auch schon gefischt. Da komme ich dann aber... Ja, komm, mach du zuerst. Hä? Nein, wir können sie jetzt gerade behandeln, weil da kann ich sagen, dass ich Manic X vom Design her einfach viel Ja. attraktiver finde. Aber Ja. das ist ja Geschmackssache. Schlussendlich können sie definitiv. beide das Gleiche. Preislich sind sie nicht ganz in der gleichen Range. Preislich? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also wenn du bei der Manic Big Bait bist irgendwo bei, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 120 bis 150 Stutz, sage ich mal, so über den Daumen. Ich weiss es ehrlich gesagt im Fall nicht. Ich habe da andere Preise halt. Ich habe sie noch nicht kalkuliert. Hingegen bei der Manic bist du halt schon eher beim Doppelten. Also sprich, bist du schon eher bei 280, 290 vielleicht. So. Habe ich auch noch nicht kalkuliert, aber Aber ich freue mich schon aufs Review, das ich zu dieser Ja, Route ja. machen darf. Es wird Bombe. absolut, absolut. Nein, es ist eine ganz geile Route. Ich habe beide jetzt in der Hand gehabt mittlerweile. Mit der einen habe ich gefischt, mit der Zircon. Und ich finde sie schon noch geil. Ich habe einfach das Gefühl, du merkst so ein bisschen den Preisunterschied bei der. Ja, Hingegen zu der Manic. kann ich mir vorstellen. Sie ist auch schwerer Mhm. als die Manic. Sie ist, glaube ich, auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen dicker als die Manic. Aber ja, ich finde, für diesen Preis finde ich es ehrlich gesagt verdammt fair. Mhm. Also, Mhm. Das spricht ja. nichts dagegen. Ja. Ja, absolut. Hey, ich gehe auch mal ein Foto in die Story. Jo. Ja. Hey, das wäre meine Woche schon wieder gewesen. Ja, dann mache ich doch gerade weiter. Eben, Yes. ich bin fischen. Mit oder ohne Fisch? Hey, ohne Fisch. Ohne Fisch. Ja, ich habe gedacht, ich muss jetzt endlich mal die Swimbaits ausprobieren. Ja, Und- wie viele Tage ist es jetzt schon schneidern? Keine Ahnung, ich habe es nicht mehr gezählt. Aber jetzt muss dann bald ein Fisch kommen. Aber bald ist auch der 1. Mai. Und dann geht es dann wirklich fett auf Pike. Also nicht mehr nur einfach so mal ein Stündchen, zwei, sondern dann wird tageweise gefischt. Ich bin natürlich kein Tag jetzt gewesen. Ich bin am Sonntag geschwind für glaube 2 Stunden, was hochkommt, am Zürichsee gewesen, ein paar Swimbaits kurieren. Ich habe gefunden, ich muss die mal testen. Ich habe auch den Majorfish Swimbait getestet. Ja. Ich habe auch ein Laufvideo gemacht für den Oli. Sehr schön. Aber, Unter Wasser? ja, Nice. aber das zeigt er natürlich erst, wenn der Swimbait auch draussen ist. Ja, komm jetzt. Für unser Video Nein, brauchen wir es ja, du dann. siehst ihn ja eh am 20. Ja. Von dem her, ja. Nein, ich bin gefischt am Zürichsee, mega cool gewesen, ist schön gewesen, mit einem guten Kollegen, mit dem Michi. Mit dem bin ich auch auf Holland gegangen. Wir haben uns beide die Töpfe abgefroren, haben beide kalt gehabt, wir sind beide eingedeckt worden mit Schnee, wir haben beide 0 Fischkontakt gehabt, aber es war gleich ein schöner Tag gewesen, auch wenn es geschneit und geschifft hat. Hey, aber das Wetter ist schon verrückt. Darum frage ich mich, wie es am 1. Mai laufen wird. Ja. Ich starte ja nicht am 1. Mai die Hechtsaison. Darum nimmt mich dann mega Wunder, was Ja. für Fotos reinkommen. Ich sicher, ich werde am 1. Mai auf mein Hausgewässer gehen mit dem Kajak. Mhm. Und wieder mal schauen, ob etwas geht. Letztes Jahr am 1. Mai, wenn es mir recht ist, hat ein Wels abgebissen. Ja, aber haben wir nicht letztes Jahr eigentlich schon 25 Grad plus gehabt? Nein, letztes Jahr, 1. Mai, hat es geschifft. Wir haben zwar angenehm gehabt. Stimmt. Es Aber ist wir hatten schon angenehm wärmere Temperaturen gehabt vorher. Come Nicht so on, wie Mann. jetzt. Wir haben, hey, letzte Woche haben wir ja fast 30 Grad gehabt. Und das Wochenende wird es wieder warm. Es ist jetzt einfach eine Woche, was ein bisschen kacke ist. Aber es ist der April. Was willst du? Ja, es ist endlich wieder im April, würde ich mal fast sagen. Also für, Ja. für Fisch, denke ich, ist das Jahr fast noch angenehmer gewesen als letztes Jahr. Haben wir ja hure trockene Zeit gehabt. Ja. Also ich habe das Gefühl, es haben jetzt viele Fisch, also viele Hechte vor allem können ableichen, wo es so warm war. Was mit dem leicht passiert oder wie es dem
Er geht, jetzt, wenn es wieder abkühlt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da kann vielleicht irgendwie ein Fischzüchter oder so etwas sagen. Hey, kein Plan. Ich weiß nicht, wie konstant das die Temperatur muss sein. Ich weiß nicht, wie viel Grad Unterschied das sie dürfen haben. Ja. Also die Forelle findet es geil, wenn es kälter ist. Also. Ja, vor allem finde ich es sicher geil. Aber Äsche auch. wenn du denkst, jetzt haben wir April. Ja, die Äsche ist wenn dann noch im Laich. Oder in der Laichzeit, Schonzeit, wenn du so willst. Ja, von dem her sind wir mal gespannt, ja. Voll. Sorry, jetzt habe ich voll reingerammt. Ja, hey, easy, alles gut, alles gut. Hey, dann sind noch viele B2B-Bestellungen gekommen auf Majorfish. Ich finde, das muss ich jetzt so schnell erwähnen. Es sind doch ein paar gekommen, unter anderem auch Maximus-Routen. Und übrigens, wenn ihr den Podcast gehört habt, sind noch diverse Hausmessen gewesen. Bist du am so der Messetyp, der Hausmessetyp? Ich bin letztes Jahr beim Hebisen. Also der Marc hat mich ja eingeladen, ich habe auch ein Video gemacht. Ja, ich habe das gesehen, was du willst sagen, gell? Du hast das vom, darf ich schon sagen, vom GoFish ist Hausmesse, oder das Wochenende? Ja, wo kann ich das? Hast du das? Was? Nein, ich kann habe ich in den News echt? Ich habe im Insta-Post bekommen, aber ich bin halt schon in der Ferien dann. Ja, genau. Der GoFish hat Hausmesse, dann der Fischermaterial hat auch Hausmesse, Freitag, Samstag gehabt. Also ja, wenn ihr den Podcast hört, ist das alles Vergangenheit. He? Der Podcast kommt am Sonntag um 6 Uhr raus und GoFish hat am Samstag, also gestern, Hausmesse gehabt. Und Fischermaterial gestern und vorgestern in Singen oder Seon. Nein, Singen, glaube ich, sind die am Hallwilersee zu. Und der SAG Fischereiartikel in Sursi, der hat auch gestern und vorgestern gehabt. Und ich hoffe, also, wie sage ich jetzt das am besten? Ich hoffe, ich bin an 2 gewesen. Also, ich kann es jetzt noch nicht sagen, weil es ist für uns, wir haben den Dienstag auf, Freitag ist Hausmesse. Ja. Mein Ziel ist, dass ja 2 gegangen, einerseits zum Fischermaterial und andererseits zum SAG. Am Freitag jeweils, weil dann habe ich Papi-Tag. Am Samstag kann ich leider nicht, bin ich verhindert. Von dem her, ja, ist ein bisschen schade, es wäre gerne zum Krieg gegangen. Also kannst du übrigens schauen, ja, oder? Schauen. Nein, ich schauen, Sali sagen, mal schauen, wer alles dort ist. Okay. Ja. Der Krigi hört übrigens auch fleissig unseren Podcast. Ich habe gesagt, dass er erwähnt hat mit den Sakura-Swimbaits. Er hat gesagt, hey, er fühlt sich langsam echt prominent. Krigi, ich glaube, das darfst du. Genau. Ich hätte gerne Marketing. Gell? Ja, wie von Toppis. Ja, voll. Ja, ich bin überzeugt. Also, ich glaube, der Krieg. Ja, nein. Komm, ist gut, lassen wir das Thema. Schau ich den mal mit dem an. Nein. Hey, dann ist noch YPC. Yes. Folge 2 und Folge 3. Und wenn ihr den Podcast hört, geht in 2 Stunden eigentlich Folge 4 los. Oder am 8 ist, glaube ich, auch wieder Drop. Nein, um 6. Ah ja, dann geht er ja gleichzeitig los. Perfekt. Ja, es ist immer wichtig, dass ihr zuerst Fischverrückt hört und dann genau, weil dann sind ihr up to date. Genau. Und dann wisst ihr, was gegangen ist. In der Folge 2 Roughneck Boats haben am Schluss noch einen Pike gefangen. Zelte. Nachdem er irgendwie 2 oder so verloren hat. Ja. Der Basler. Genau. Zelte oder Zelte nicht? Ich glaube, das ist auch noch unschlüssig. Ich glaube, wenn der über Sieg oder Niederlage entscheidet, zählt er nicht. Ich weiss eben nicht mehr, wie es war, muss ich dir jetzt ehrlich sagen, gerade auswendig. Also ist die Zeit abgelaufen und er hat noch am Haken gehabt? Er hat ausgerührt. Ja. Und eigentlich ist dann ziemlich genau im Wurf rein, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Timer ab. Dann darf er nicht mehr zählen. Ich habe gemeint, der letzte Wurf dürfen sie noch fertig machen. Ja, kommt jetzt darauf an. Okay. Das ist der letzte Wurf, der Last Cast. Dann zählt er. Eigentlich. Aber dann zählt er. Ich bin gespannt, wie sie es wertet. Wie gross war er? Ja, das weiß ich nicht mehr. Aha. Weiß ich nicht mehr. Ist doch schon jetzt kommt darauf an, wie gross er zählt. Ja, es ist ein bisschen eng. Ich glaube, es war etwa ein 80er gewesen. Okay. Ja. Spannend. Werden wir erfahren oder nicht erfahren? Weil, sorry, ich bin noch nicht so weit, ich bin erst... Also mal, ich komme jetzt zu der Folge, die jetzt rausgekommen ist. Zu welcher? Also Gruppe 2 startet jetzt. Du bist... Ja, ich muss nachher den Kopfhörer abziehen. Ja, und die Ohren zuheben vor allem, das ist noch wichtig. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ein bisschen YPC-Boot ist mir ein bisschen vergangen. Ich weiss nicht, warum. Ja, du hast gesagt, du bist weniger so der Boot-Spot oder Boot-Filmschauer. Ja, es macht mir irgendwie nicht so ganz Fun wie YPC-Ufer. Ich weiss auch nicht, warum. Es ist einfach so ein bisschen... Ich finde auch so allgemein YouTube-Video vom Boot, oder vor allem zum Beispiel beim Big L, der geht jetzt... Ist früh, ganz früh, als er angefangen hat, ist er auch noch viel vom Ufer ausgegangen. Ja. Und nachher nur noch vom Boot, nur noch Hollandsdieb, nur noch... Und dann irgendwann so, okay, Kollege, irgendwann habe ich gesehen, wie du deine 50er-Bar-Schiene ziehst. Irgendwie nichts mehr Spannendes. Der Big L ist für mich der klassische Livescoper.
nicht böse gemeint. Ja. Ich habe viele Live-Scope-Videos oder Live-Sonar-Videos geschaut von ihm. Ist nicht irgendwie böse oder wertend oder so gemeint, aber von dem her ist für mich eigentlich klar, dass der mit dem Boot unterwegs ist. Ja. Eben, ich finde es, weiß auch nicht. Das Jahr hat es mir nicht zu den Daumen reingenommen. Ja. Roughneck Boats ist ja aktuell Zweiter. Von dem her, ja. Mhm. A83 hat er gehabt, wenn es mir recht ist. Und jetzt haben sie Okay. Full Card und 616 Punkte. Ja, Also das Leaderboard ist ganz stark von allen. ja, definitiv. Hey, hast nein, die hast du ja nicht gesehen, jetzt die letzte. Mhm. Hey, das ist so krass. Shimano hat eine Wildcard vergeben. Mhm. Und dort ist ein Deutscher dabei, ich weiß nicht, wie der heisst, der hat das Knie operiert vor dem YPC. Kann sich nicht so gut bücken, darum präsentiert er relativ selten Fisch. Der hat, für das, dass der eigentlich, ich sage jetzt mal, nur eine Wildcard bekommen hat der recht gut abgeliefert. Also musst kein Profi sein und YouTube-Star und was auch immer, dass du gut kannst fischen. Ist so ein bisschen, ich glaube, das vergessen viele. Dass Ja, die wenn du einen Leute, die guten Guide hast, dann... ja, dass der hat gut, ich habe das Gefühl, er hat fast besser gefangen als sein Teampartner. Ja. Aber vielleicht täuscht es mich auch, Nichtsdestotrotz hat Shimano eigentlich recht gut vorgelegt. Also, Okay. sie haben auch Full Card, genauso wie Team Stroft. Jetzt muss ich aufpassen. Nach der ersten Halbzeit haben die schon ja, Fullcard ja, gehabt? nach Oh. rund 3,5 Aber Stunden. mit guten Fisch, oder? Was hat Team Stroft für Punkte? 680. What the Punkt. fuck? Die haben jetzt noch einen halben Tag Zeit, um den Rekord von Nace zu schlagen, mit Ja. 700 irgendetwas Punkte in der Quali. Ist schon krass. Mhm. Von dem her. Und das eigentlich in 3,5 Stunden oder 4 Stunden fischen. Nach 3,5 Stunden haben sie wirklich Full Car gehabt. Ja. Ja. Hey, das wäre so das. Von meiner Woche. Finde ich noch recht spannend. Eben Fischen am Zürichsee, habe ich gesagt. Und genauso auch wie meine geile Route. Also, Big Bait Route. Ja. Ja. Hey, dann würde ich sagen, Oli, wechseln wir in die nächste Rubrik. Und willst du ankündigen oder soll ich? Ach du? Wir wechseln in die nächste Rubrik. Und zwar ist da das Thema News. Ich finde den Beat einfach so geil. Der animiert Voll, einfach gell? zum so mithopsen. Muss Hey. immer aufpassen, dass das Bier nicht verschüttet. Das Mal habe ich nicht so viel News. Du? Ist ja recht ruhig gewesen. Ich habe 2. Okay, dann ich habe 4. Also zwei, die nicht so neue News sind. Also fang doch du an, weil wir müssen ein bisschen vorwärts machen, glaube Also ich. gut. Ich habe, ja, das war mega bitter, ist eigentlich schon seit wahrscheinlich etwa 2 Wochen draussen, dass der Kanton Zug sofort das Verbot erlässt für Wanderboot. Also das heisst, jeder, der ein Wanderboot hat, darf im Kanton Zug nicht mehr einwassern. Und zwar aus dem Grund, Entschuldigung, was ist ein Wanderboot? ein Boot, das du auf keinen bestimmten See einlöst, und überall darfst du einlösen. Ah, okay. Also, oder einwassern. Und zwar ist es wegen der Quagga-Muscheln, weil die anscheinend den Fischbestand recht beeinträchtigen. Ich habe dann mal noch ein bisschen umgeschaut, was das angeht. Und es ist schon noch eine gefährliche Muschel. Es ist in Nordamerika und dort ist sie schon länger und hat anscheinend auch den ganzen Gewässerhaushalt und alles gekehrt. Also auch ziemlich deftig. Auch Fischbestände und so, die darunter leiden. Und, ja. Zürichsee und Vierwaldstättersee, dort ist die Muschel noch nicht. Stellt sich so ein bisschen die Frage, was die machen. Ziehen die nach mit so einem Fischverbot, also Wasserverbot, Einwasserungsverbot für die Wanderboote? Oder nennen sie andere gezielte Massnahmen, wie eine Reinigung der Boot? Ich würde sagen, kannst du das Boot nicht einfach desinfizieren? Oder Ja, so? die Frage ist halt auch, wie beleist das? Wenn natürlich irgendein Boot einwassert, dann das sagt jeder, ja, kannst du gereinigt, kannst du desinfizieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt so ein bisschen das. Ich glaube, das Nachvollziehen oder das Verfolgen von dem ist, glaube ich, schon noch relativ schwierig. Okay. Darum, ja. Aber es ist halt wieder klassisch Schweiz, es gibt ein Verbot. Ja. Wie es einfacher ist. Ja. Ja. Hey Oli, jetzt muss ich gleich fragen, was hast du eigentlich für einen roten Bändchen in der Hand? Das ist der von meinem Kabel da. Aha. Jetzt hast du immer gedacht, hey, rote Bändchen, was macht Was macht der? Ja. Ja. Okay. Ja. Hey, das wären meine News. Zu den anderen kommen wir noch während dem Thema. Mhm. Ja. Ja, dann bei mir, hey, es hat den ersten Unfall gegeben, wo unser Podcast gelassen wurde. Ich What? sage jetzt da keinen Namen, aber die Person hat mir geschrieben, dass während unserem Podcast hören, weil sie so intensiv zugelassen hat, einen
Fladen bauen hat. Nein, echt jetzt? Ja, wirklich. Ist ja geil. Also nein, ist nicht geil. Nein, ist nicht geil. Aber der Sorry an Person dieser alles Stelle, geht gut. Okay, gut. Nichts Schlimmes, glaube ich, passiert bis jetzt. Ich habe auch nichts mehr gehört davon. Aber ja, hey, danke vielmals für das dicke Kompliment. Also, hey, schaut gut auf die Straße oder wo ihr durchlauft oder fahrt oder was auch immer. Ja. Passt auf euch auf. Wirklich, passt auf euch auf. Ja, es ist... Ja. Hey, dann der letzte Berufsfischer am Greifensee hört auf. Seit 1850er Jahren gibt es einen Berufsfischer am Greifensee. Und nach 170 Jahren Tradition endet sie. Und zwar auf Ende Monat. Oh, wow. Krass. Also ich bin jetzt nicht sicher. Ja, mal, ich glaube auf Ende April. Ist fertig. Krass. Ja. Wieso das? Hey, das habe ich irgendwie nicht herausgefunden. Hast du herausgefunden? Ja. Er hat einfach, glaube ich, mag nicht mehr. Oder? Wow. Ja, Heavy. ist krass. Verkauft jetzt alles. Also Ja. man kann vorbeigehen. Ich weiss auch nicht, ob jemand jetzt da in die Fußstapfen treten. Habe ich irgendwie nicht herausgefunden. Ich habe einfach Ja. nur gelesen, dass er jetzt aufhört. Okay. Ja. Ja gut, ich glaube, es So ist schon krass. aufwendig. Wahrscheinlich die Felchenaufzucht und so gehört auch alles zu ihm. Nimm jetzt mal an. Ja. 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 Und dann musst du ewig mit diesen Hobbyfischern abgeben. Ja, gut. Der ist ja der Einzige, der mit dem Motorli hat über den Teich reinfetzen. Ja, krass, wenn so eine Ära zu Ende geht, sind wir mal gespannt, ob er einfach Bewilligung abgibt und er aufhört oder ob es gar keinen Berufsfisch mehr gibt. Ja, und vielleicht meldet sich ja jemand, der das übernimmt. Wer weiß, ja. Bleibt spannend. Hey Oli, die nächste News, da bin ich jetzt also sehr... Also, du meinst, glaube ich, die übernächste. Ich mache zuerst die nächste. Ja, ich habe nur die nächste. Okay, ich habe noch eine rein. Und zwar Stucki hat einen neuen Mikrospoon, also eine neue Farbe rausgebracht. Mega coole Farbe. Für die, cool, Spoon zum Forellenfischen. Yeah. Ja, die gerne Spoon fischen zum Forellenfischen, schauen euch die Farben an. Mega cool. Also ich finde es mega geile Farbe wieder. Super gelungen. Habe ich auch schon am Ronny mitgeteilt. Ja, der Ronny wäre ja hier im Podcast gekommen heute. Ja, da können wir Aber, vielleicht noch sagen, der Ronny wird mal Gast sein. Ja, genau. Wann werden wir noch besprechen. Genau, ist ein bisschen verschoben worden, aber ja, finde ich cool. Danke vielmals, Ronny, an dieser Stelle schon vorab. Dann, hey, definitiv Bestätigung, ich habe es bis dorthin nicht geglaubt. Der Big L geht wirklich zu LMAB. Also es Also war kein zu Hecht und Barsch. Aprilscherz. Es war kein Aprilscherz, das ist jetzt definitiv in ihrem Podcast Nägel mit Köpfen. Köpfe mit Nägeln. Köpfe mit Nägeln, genau. Wo am 1. April rausgekommen ist. Nein, der ist nicht am 1. April rausgekommen, der ist irgendwie letzte Woche oder so gekommen. Okay. Und dort haben sie gesagt, es ist wirklich kein Aprilscherz. Sie haben es krass. extra so gemacht, dass man meint, es ist ein Aprilscherz. Aber er geht wirklich zu Hecht und Barsch. Hey, wir haben nach unserem Podcast, wo wir den gedroppt haben, haben wir den Sam angerufen und er gesagt, hey, das mit dem Big L ist im Fall kein Scherz. Ich habe gesehen, wie er einen Vertrag unterzeichnet hat. Er hat gesagt, ja, das war im Insta, das ist ein Aprilscherz. Schau mal das Datum an. Aha, ja, das ist noch möglich. Ja, und ich bin dann auf die Homepage schauen von HMB, aber es ist nichts irgendwie... Also, ja, ich habe nichts gefunden. Ich dachte, nein, das war sicher nur ein Witz gewesen. Er hat mich aber doch auch ein bisschen verunsichert. Aber ich habe doch auch letztes Mal gesagt, es ist 100 Pro ein Aprilscherz. Und wir haben ja nicht darüber diskutiert. Logisch. Warum sollen wir mit Monkey Lures Ja. nicht weitermachen? Ja, genau. Und jetzt ist der Monkey Lures wird in... Weiß nicht. Hey, das weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also einfach der Toni hat darüber aufgeklärt, dass wirklich also im Podcast, dass kein Aprilscherz ist, sondern for real. Wow. Okay. Yes. Ja, gut. Du, Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Thema. Und jetzt wird spannend. Wow, jetzt. Uiuiui. Also, ein bisschen Respekt habe ich schon von dem Thema. Hey, ich mache mal meine Notizen auf. Hey, was tönt eigentlich die ganze Zeit so? Das ist mein Kleiner. Ja, das ist mein Kleiner da oben. Ah, Der er macht nimmt- Party. Der nimmt die Hütten auseinander. Das ist absolut normal für all die Kinder haben draussen, die wissen, wie es ist. Ja, sorry, ich habe noch kein Kind. Noch kein. Noch kein. Und wie hat es am Anfang getönt? Machen kein Kind. Manu, ich hoffe, du hast gut zugelassen. Hey, ja, wir haben probiert, ein bisschen das Thema ein bisschen, sagen wir, einen roten Faden reingeben. Und ich glaube, an oberster Stelle steht sicher die Definition von Catch and Release. Und ich glaube, jeder soll doch mal da seine Definition
vorlesen oder vortragen, die Ja. er herausgefunden hat. Ich glaube, auch da, wie in dem ganzen Thema, werdet ihr ein bisschen merken, gibt es immer ein bisschen Unterschied. Ja, also es gibt ja bekanntlich Studien und Studien und ich habe probiert, beide Studien, beide Ansichten so ein bisschen zusammenzubringen oder reinzubringen, weil das Ziel ist wirklich, dass wir das neutral können, vortragen oder neutral können halten. Wir wollen uns, wie schon am Anfang gesagt, nicht irgendwie dazu äußern, wie es wir handeln oder wie wir zu was wir stehen oder so, überhaupt nicht, sondern wirklich die uns kennen, die wissen es. Und das soll nicht irgendwie ein Aufruf sein, dass er Catch and Release oder eben nicht Catch and Release machen sollen. Wichtig ist uns, und ich glaube, da rede ich für beide, dass wir euch etwas sagen können, wie es, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und allenfalls entscheidet schlussendlich selber, wenn ihr es wollt. Es ist jedem sein Recht, seine Fische zu nehmen. Also mir ist schon noch wichtig, um auch die Leute aufzuklären, weil ich werde nachher noch dazu kommen. Ich sage euch da ein paar Beispiele, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Ja, okay. Also. Ja. Willst du anfangen mit deiner Soll ich Definition? mal? Ja. Also, grundsätzlich, die Bedeutung von Catch and Release heisst, dass man mit der gezielten Absicht ans Wasser fischen geht, um den Fang wieder frei zu lassen. Also das heisst, ich stehe am Morgen auf und sage, heute gehe ich ans Wasser und lasse jeden Fisch wieder frei, den ich fange. Davon abgesehen, ob er massig ist oder nicht, oder sich in der Schonzeit befindet oder nicht, oder es eine geschützte Fischart ist oder nicht. Und ich glaube... Nein, sorry. Ja. Ja, hey, bei mir, ich habe genau die gleiche Definition, wo steht, hey, mit der festen Absicht ans Wasser gehen, den Fisch fangen und ihn wieder freizulassen. Und wie du gesagt hast, Genau. ob jetzt Schonzeit oder nicht Schonzeit, Ja. ob jetzt Maß oder nicht Maß. Genau. Das heisst Catch and Release. Und da finde ich, kommen wir jetzt gerade zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, muss ich jeden Fisch dementsprechend entnehmen. Bei mir wäre zuerst noch ein bisschen Geschichte. Von wo kommt Catch and Release? Ja, haut zuerst raus. Von wenigen Jahrhunderten, also ich habe da Quellen und ich euch dann alles da in die Shownotes, hat man ja angefangen Fisch fangen zur Nahrungsbeschaffung. Wir haben früher gefischt, um da können essen oder Familie davon können zu ernähren. Und dann ist ein bisschen, zuerst die ersten Absichten, um den Fisch wieder frei zu lassen, ist dann in England aufgekommen. Ui, das tönt da oben, sorry. Ja, der Kleine geht ab. Wahrscheinlich geht es... Nein, es geht noch nicht mal ins Bett. Genau, vor über einem Jahrhundert ist in England ein bisschen aufgekommen, den Fisch wieder frei lassen. Oder auch so No-Kill-Zone ist dann immer mehr populärer geworden. Und genau, dann ist es dann übergegangen in den Staaten. In Michigan, habe ich gelesen, ist im 1952 eben die erste No-Kill-Zone aufgekommen. Ja, und der Grund von dieser No-Kill-Zone ist eigentlich zur Bespassung vom Fischer. Also, Genau. und nicht irgendwie, um den Bestand zu vermehren oder schonen oder etwas, sondern wirklich einfach rein aus Spass dem Fischer gegenüber. Genau, und jetzt eben die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und es ist immer mehr eben zu einfach, wie du jetzt ja gesagt hast, zu Belustigung und zu Freizeit aus Erholungsgründen auch viel genannt gemacht worden. Okay. Das ist ein bisschen zu der Geschichte. Muss ich in dem Fall jeden Fisch entnehmen, Das ist den ich jetzt die fange? Frage. Genau. Also, grundsätzlich ist es so, man kann da mal Nein sagen. Ihr müsst nicht jeden Fisch nehmen, den ihr am Haken habt. Es gibt verschiedene Ausnahmen. Unter anderem natürlich die man, ich sage jetzt mal im Sana-Kurs lernt. Ist der Fisch massig oder ist er untermassig? Wenn er untermassig ist, wird er wieder freigelassen. Wenn er in der Schonzeit ist, wird er wieder freigelassen. Wenn es eine geschützte Fischart ist, wird er natürlich auch wieder freigelassen. Das sind die 3 Hauptpunkte. Und jetzt fängt es langsam ein bisschen an mit dem Thema. Jetzt können wir langsam ein bisschen in die Materie ein. Es gibt noch 2 weitere wichtige Punkte, die viele Leute vielleicht gar nicht kennen, wenn ich einen Fisch wieder freilasse. Und zwar ist das einerseits, wenn es nicht der Zielfisch ist. Sprich, beim Eglifischen steigt mir ein 80er-Hecht ein, wo ich eigentlich müsste ja nehmen. Je nach Revier natürlich. Vorausgesetzt kein Fangfenster, kein Schonmaß, nichts. Nicht in der Laichzeit oder nicht in der Schonzeit. Dann müsste ich eigentlich den Fisch nehmen, weil ich kann ja dran. Aber es ist nicht der Zielfisch. Mein Zielfisch war Barsch, weil ich habe zum Beispiel mit Dropshot gefischt, ich habe mit kleinen 3-Inch-Ködern gefischt.
dann muss ich den Fisch nicht essen, dann darf ich den wieder freilassen. Das ist mein gutes Recht. Das ist Grund 1. Grund 2, um einen schönen, guten, pfannenfertigen Fisch wieder freilassen, ist, er ist wichtig fürs Gewässer. Sprich, ich habe ein Gewässer, wo ich sehr einen knappen Hechtbestand habe. Das weiss ich aus der Erfahrung von dem Gewässer, weil ich fische schon längere Zeit dort als Beispiel. Und ich weiss, ich habe sehr einen knappen Hechtbestand und mir geht ein wunderschöner Hecht hin mit, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 90 cm. Und man sagt ja bei den Hechten, glaube ich, so bis 1 Meter sind es wunderbare Leichtiere. Da streiten sich aber auch die Geister, lassen wir das mal so da. Wenn ich den Hecht für mein Gewässer als wertvoll, als ökologisch wertvollen Fisch anschaue, ich als Fischer, meine eigene Entscheidung, nicht, dass irgendjemand neben mir ist, der das sagt, sondern meine eigene Entscheidung, dann habe ich das Recht, um diesen Fisch wieder freizulassen. Und da komme ich auch keinen Buss über. Dann werde ich nicht angezeigt, nichts. Das sind die 2, von mir aus gesehen, essentiell wichtige Gründe, um den Fisch wieder freizulassen. Genau. Ich habe noch ein bisschen gelernt, bei der einen ist es ist sogar Pflicht. Sagen wir jetzt, wenn du einen Ersten fängst, wenn du auf Forellen fischst und du fängst einen Ersten ist bei uns geschützt zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, sie ist geschützt. Und dann ist es Kommt Pflicht. davon, was heisst bei uns? Nicht an jedem Gewässer. Sie nicht, Das ist nicht schweizweit. Ich habe gemeint, sie sind schweizweit. Nein, Okay. nein. Aber dort ist sie zum Beispiel... Am Rhein ist sie geschützt. Zum Beispiel am Rhein ist sie geschützt. Dann heisst es, ich muss sie wieder freilassen. Ja, aber dann ist es auch eine geschützte Fischart. Genau. Oder? Dann ist in 2 Punkten muss ich sie dann freilassen. Erstens mal nicht der Zielfisch, dann kann ich sie einen Weg freilassen, wenn ich will. Und vor allem, weil es eine geschützte Fischart ist, muss ich sie freilassen. Das sind echt 2 Punkte, um freilassen. Genau. Und das finde ich, sind schon wichtige Punkte, die 2. Nicht der Zielfisch und vor allem fürs Gewässer ökologisch wichtig. Finde ich sehr ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber was ich dort ein bisschen einhängen will, vielleicht gerade auch ein bisschen mit dem Gesetz noch in Verbindung bringen. Es gibt ja, und das könnt ihr alle selber googlen, das findet ihr, das Bundesamt für die Umwelt, kurz BAFU, wo am 15. Dezember 2014 geschrieben wurde. Vollzugshilfe Angelscheine, Angelfischerei. Und dort steht, eben das, was du schon vorhin gesagt hast, du als Fischer beurteilen, wie du den Fisch handhaben. Mit guter Absicht du handeln und Eigenverantwortung übernehmen. Man geht davon aus, dass jeder Fischer respektvoll mit dem Fisch umgeht. Das klingt von mir aus gesehen nach gesundem Menschenverstand. Richtig. Was ich aber schon muss auch sagen, und das komme ich jetzt ein bisschen, was ich schon die ganze Zeit angeteasert habe, fällt mir viel auf, wenn ich am Wasser bin. Sage jetzt das irgendwo in diesen Put-and-Take-Gewässern oder auch sonst am See, dass viele, man sollte meinen, du hast einen Sana-Kurs gemacht, du weißt, wie der richtige Umgang mit dem Fisch ist und viele können das, keine Eigenverantwortung übernehmen. Gesunder Menschenverstand ist so personenabhängig, darum heisst es ja Menschenverstand. Hey, das ist brutal unterschiedlich und ich finde das zum Teil, der Umgang mit dem Fisch, abartig nieder. Ja, ich bin jetzt auch am Kundelfingerhof gsi, eben zum gewisse Videos drehen und auch dort ist es so, dass jemand muss den Sana haben und du kannst wie ein Gast dann mitnehmen. Und eben, wenn ich davon ausgehe, dass der den Sana hat, weiss, wie der Umgang mit dem Fisch ist und was ich dort gesehen habe, wo ich auch muss sagen, liebe Leute, nicht so. Das geht einfach nicht. Und da fehlt den Leuten einfach das Wissen, muss ich ehrlich sagen. Und zum gerade da noch vielleicht einhängen, wo ich mich dann ein bisschen, ich habe mich schon mit dem Thema mega befasst und mega viel gelesen, mich mega viel mit Leuten austauscht, auch wir haben uns austauscht, wo ich mich einfach immer wieder gefragt habe, ist der Sana-Kurs zu locker? Wann hast du den Sana gemacht? 2016, wenn es mich nicht alles täuscht. 2011. Und bei mir war er locker. Ich weiss nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war er sehr locker. Und ja, zwar, auch die Prüfung, die du am Schluss ableist, Entschuldigung, du musst nicht lernen, das ist normaler Menschenverstand. Ja. Aber das ist eben das. Das ist eben der Punkt. Ein gesunder Menschenverstand hat einfach nicht jeder Mensch. Und das ist, genau der Punkt. Wieso haben wir so viele verschiedene Gesetze? Erstens mal, Grauzonen, die kosten jeden aus, bis es entweder schwarz oder weiß wird.
Und der Menschenverstand ist einfach bei jeder Person halt unterschiedlich. Für gewisse Menschen ist Scham überhaupt kein Gefühl, sondern irgendetwas, wo man gar nichts sagt. Einfach so ein Beispiel. Und das ist doch mit dem Verhalten einem Fisch gegenüber, der nicht schreien kann, wo man nicht hört schreien oder lachen oder was auch immer. Ja, der kann ja nichts empfinden, oder? Aber ich glaube, auf das Thema können wir später noch ein bisschen genauer drauf ein, über das Empfinden. Können wir dann mir ist einfach der Punkt aufgefallen, wo du gesagt hast, hey, eben ich als Fischer entscheide. Und da habe ich gemerkt, viele können das nicht. Ja, aber das ist jedem sein gutes Recht. Das ist jedem sein gutes Recht, darüber zu entscheiden, ist der Fisch ökologisch wichtig oder nicht. Ja. Es ist genau jedem sein gutes Recht, seine, je nach Gewässer, 4 Hechte, 10 Felchen, 50 Egli, was auch immer, zu entnehmen. Also. Ja, aber ich will ja, dass alle gut entscheiden. Und viele... Ja, ich finde, da ist das Gesetz ein bisschen zu schwammig. Ich glaube, das ist auch eine Ansichtssache, weil was für dich gut ist, ist für mich vielleicht weniger gut. Ich sage jetzt einfach. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach. Und das ist halt, das ist ein Empfinden, das jeder anders hat, das halt einfach relativ ist. Ja, dann hast du schon ein bisschen... Also was ich würde gerne noch das Schonmaß erläutern, wie das zusammengesetzt wird. Ich finde das auch noch wichtig, weil wir haben ja vorher gesagt, ich darf einen Fisch im Schonmaß muss ich so schnell wie möglich wieder abhaken. Oder? Also beziehungsweise am besten natürlich im Wasser abhaken. Und geschwind einfach so eine Definition vom Schonmaß. Viele Leute haben das Gefühl, hey, weißt du, das Schonmaß von 45 ist ja unterirdisch klein. Grundsätzlich sagt das Gesetz vor, Schonmaß wird so angesetzt, dass jeder Fisch im Minimum einmal sich hat können fortpflanzen. Das ist schon, so wird das Schonmaß definiert. Also eigentlich, ob das Schonmaß der richtige Parameter ist, um zu sagen, ich entnehme den Fisch oder nicht, weiß ich nicht. Theoretisch gesehen aus meiner Sicht nein, weil an gewissen Orten wachsen die Fische schneller, an gewissen weniger. Und ein Fisch, der 3-jährig ist, jetzt gerade eine Forelle, die im Bündnerland 3-jährig ist in den Bergbächen einiges kleiner als eine Forelle, die vielleicht 3-jährig ist bei uns in einem Mittellandbach. Oder? Ja. Und einfach so, das würde ich gerne so im Raum stehen lassen. Grundsätzliche Definition vom Schonmaß ist, das Schonmaß sollte in der Regel so angesetzt werden, dass sich jeder Fisch mindestens einmal in seinem Leben fortpflanzen kann. Punkt. Würde ich gerne so stehen lassen. Oh wow, ja. Wir haben es vorher noch über Schmerzrezeptoren gehabt. Also über Schmerzen, schreiende Fische. Empfindet Schmerzen oder nicht? Ich habe so viele Themen aufgeschrieben. Ich habe auch noch ausgeschrieben, was Bussen sein können bei einem gezielten Catch and Release. Grundsätzlich ist es relativ schwierig. Ich habe da nur eine Angabe von 2010 gefunden. Die aktuellste Meldung, die da am Greifen war, weiss ich nicht, was dort genau gezahlt worden ist. Grundsätzlich gilt zu sagen, es sind Tagessätze, die je nach Einkommen variabel sind. Man findet in der Zeitung gewisse Angaben. Die Angaben, ich möchte die da eigentlich auch nicht öffentlich machen oder nicht veräußerlichen, weil schlussendlich ist es mir eigentlich gleich. Grundsätzlich gibt es eine Strafe, wo x Tagessätze gezahlt werden müssen. Die sind variabel je nach Einkommen. Dazu kommt ein Buss auch anhand des Einkommens sowie Verfahrenskosten und Strafregistereintrag. Also es sind doch einige Punkte, die auf einem zukommen. Buss, wo einer irgendwo am Rhein war und einen Wels wieder freigelassen hat, hat sich auf rund 1000 Stutz belaufen. Ich glaube, es kommt immer auch darauf an, wie das Tier leiden musste, wie die ganze Geschichte schlussendlich gegangen ist. Ja, so viel zu dem. Nebst diesen 1000 Stutz sind natürlich noch Tagessätze gekommen, die je nach Einkommen variabel sind. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das nächste ist, was du auch schon ein bisschen gesagt hast, ist, können Tier oder Fisch Schmerz empfinden. Auch da steht im Bundesgesetz für Fischerei, Artikel 4, niemand darf ungerechtfertigterweise einem Tier Schmerzen, Leid oder Schaden zufügen oder Angst versetzen. Und ich so ein bisschen denke, ja, so Messen von den Fisch, vor allem von untermassigen Fisch, ist denn das nötig?
Einfach so ein bisschen, will ich auch mal so ein bisschen im Raum stehen lassen. Genau, also steht eigentlich im Bundesgesetz. Ja, aber jetzt gerade das Messen von untermassigen Fischen. Wenn du jetzt einen Hecht fängst, der vielleicht 51 cm hat, ist es verdammt schwierig zum Abschätzen, hat der 48 oder hat der 51? Sorry, ich korrigiere mich. Ich rede davon, den Fisch aus dem Wasser nehmen, auf die Scale legen und messen. Du kannst auch den Fisch im Kästchen zum Beispiel stimmt. Im Wasser Wasser eigentlich messen. Ja, das stimmt. Ja, es gibt ja schonende Arten, ja. Das ist recht. Und du hast doch auch noch, also ich habe noch einen Artikel gefunden, eben jetzt fängt so ein bisschen das an mit dem, hey, die sagen das, Genau. wo wir beide gemerkt haben, oh krass, also eben, wie ist die Überlebenschance oder wie empfindet Fisch Schmerzen? Ich habe dann einen Artikel gefunden vom Blinker, wo geschrieben hat, über 100 Studien haben sie gemacht und die durchschnittliche Sterblichkeit von einem Fisch liegt bei 15,6%. Ja. Wiederum habe ich dann bei der PETA gelesen, sie haben in Nordamerika auch das getestet, eine Studie dazu gemacht und sie haben geschrieben, über 40% der Fische sterben. Von wem hast du die Studie gelesen? Welche, die erste oder die zweite? Die zweite. Die zweite von der PETA. Sorry. Warum meinst du Applaus kann ich nicht. Nein. Nein. Ja, Peter ist ja wie ein Fluchwort bei uns unter Fischer. Also, Ja, aber ich meine nur, wenn Nein, du, ich find's wenn du richtig, für den ich Fisch finde es richtig. bist, Ich oder? habe auch PETA noch, wo ich eigentlich würde gerne kundtun. Und zwar, also bist du fertig? Mhm. Ja. Und zwar ist der eine Punkt Pro und Contra, wo ich mir das ein bisschen aufgeschrieben habe. Ja, ich habe jetzt einerseits mal PETA, und zwar sagen die ganz klar, Fische sind Wirbeltiere, wie wir Menschen auch. Und als Wirbeltier besitzen wir ein Gehirn mit Schmerzrezeptoren. Und die Schmerzrezeptoren sagen uns, das tut weh oder das tut nicht weh. Ja. Und sind eigentlich ein Teil vom zentralen Nervensystems. Schmerz und Todesangst äußert sich im Fisch genauso wie für einen Mensch, aber halt einfach nicht hörbar. Ja? Weil der Fisch kann nicht schreien, der Fisch zappelt einfach. Ja. Und weil das halt nicht hörbar ist, fällt das grundsätzlich den Menschen schwer, zum auch nachvollziehen und ihr Leiden und ihr Leiden vorzustellen und dementsprechend das gleiche Mitgefühl zu entwickeln wie für einen Hund oder eine Katze. Ja. Doch allein die Tatsache, dass Fische beim Fang heftig zappeln und nach Sauerstoff schnappen, verdeutlicht, dass sie verzweifelt um ihr Leben kämpfen. Ja, finde ich. Also du zitierst jetzt aus der PETA. Ja, das ist jetzt das, was ich vorgelesen habe, was PETA schreibt. Ich will mich dazu nicht äußern. Das ist nicht Sinn und Zweck von dem, was wir heute euch hier mitgeben wollen. Das können wir gerne mal bilateral klären oder etwas oder diskutieren, aber nicht im Podcast von mir aus gesehen. Ja, was uns einfach ein bisschen auffällt, ist jetzt bei der Recherche, sorry, eben das, wenn du etwas von Fischen liest, ist es meistens anders, als wenn du jetzt von Fisch... als wenn es von Gegner liest. Genau, wie sagen wir, Tierschützer liest. Ja, genau. PETA schreibt da auch, Verhaltensbeobachtungen haben gezeigt, dass sich das Verhalten der Tiere nach der Gabe von Schmerzmitteln wieder normalisiert. Und sie schreiben, und jetzt kommt der spannende Punkt für uns, oder der Punkt, der mich eigentlich zum Weiterrecherchieren auch animiert hat, verschiedene internationale Studien bestätigen, dass Fische Schmerz empfinden und dass ihre Schmerzrezeptoren denen von Säugetieren sehr ähnlich sind. Der Punkt ist der, dass der Fisch keine Grosshirnrinde hat. Der Mensch empfindet empfindet den Schmerz über Grosshirnrinde. Hey, wo die ist, kein Plan. Einfach so viel vorab. Das ist das, was ich gelesen habe. Der Mensch oder auch ein Säugetier empfindet den Schmerz über Grosshirnrinde. Ein Fisch sowie auch ein Vogel haben keine Grosshirnrinde. Daraus lässt sich schliessen, dass ein Fisch oder auch ein Vogel keine Schmerzen empfinden kann. Richtig oder falsch? Falsch. Punkt. Der Vogel kann Schmerzen empfinden. Er hat keine Grosshirnrinde. Aber er kann Schmerzen empfinden. Und jetzt ist das gemäss einer Studie von der Queen's University Belfast haben Fische rund 20 Schmerzrezeptoren ähnliche Nerven rund ums Maul. Sorry, wenn es technisch tönt, tut mir leid, ich bin auch kein Arzt, ich bin weder ein Ornithologe, also so ein Vögelbeobachter noch sonst irgendetwas, ich bin einfach ein normaler Fischer, ein normaler Mensch, wie ihr auch, habe mich einfach da ein bisschen eingelesen. Die Schmerzrezeptoren, die leiten Impuls von der Angst und der Schmerzen ans Hirn weiter. Fische
nimmt das Signal über das Endhirn wahr. Wie es jetzt die Vögel wahrnehmen, weiss ich nicht. Aber ein Endhirn haben die Fische und über das nimmt es eigentlich die Impuls wahr. Ähnlich dementsprechend wie bei Vögeln. Ja, da die ebenfalls keine Grosshirnrinde, die für Schmerzempfinden vom Mensch verantwortlich ist, haben. Können Fische nun, also können die jetzt Schmerzen empfinden oder nicht? Gemäss dieser Studie haben die Fische ein ähnliches Schmerzempfinden wie der Mensch. Aber, und jetzt kommt auch wieder ein springender Punkt von mir aus gesehen, wo in diesem ganzen Beitrag das Ganze wieder, ja, fast, nein, nicht gekehrt, aber hinterfragt. Ergebnisse liegen nur für Forellen, Karpfen und Goldfisch vor. Zu verallgemeinern sage ich das nicht, ist vom Wissenschaftler her so zitiert worden. Also, von dem her auch da, ich gehe euch gerne den Link in die Bio. Es ist vom Spiegel, spiegel.de. Ich glaube auch mit diesen ganzen Studien ist es ja, relativ schwierig. Eine weitere Studie, die ich noch gefunden habe, wenn ich da gerade weiter anhängen als Schmerzempfinden, ist von angelmagazin.de, wo das bei sich gebracht hat, dass Fische zeigen nach der Operation keine Verhaltensänderung. Das ist relativ brutal gemacht, der Versuch. Ich weiß auch nicht, ob der stimmt oder nicht, aber anscheinend haben die bei einem Menschen, so beim Menschen beispielsweise nach einer Kraniotomie, Bohren eines Loches in den Schädel. Finde ich jetzt ein bisschen krasser Input für eine Studie. Aber haben anscheinend Menschen nach einer Kraniotomie in aller Regel Schmerzen, die die körperlichen Funktionen mindern. Bei den Fischen, wo der Eingriff auch gemacht worden ist, zeigen die häufig weder ein Unterdrücken vom Fress, noch vom Schwimmen und noch vom Paarungsverhalten. Also sprich, die Fische nach dem Eingriff machen die genau gleich weiter, wie es bis anhin eigentlich gewesen sind. Das heisst wieder von mir aus gesehen, dass die Fische, was das angeht, kein Schmerzempfinden haben. Oder halt eben vielleicht ganz einfach die Schmerzen anders empfinden. Ich meine auch, selbst wenn es 20 Schmerzrezeptoren ums Maul herum haben, stellt sich mir halt die Frage, wie empfinden die das? Ist es für sie einfach Stress, weil sie gehackt sind? Oder ist es wirklich der Schmerz, was sich ergibt? Keine Ahnung. Und da, glaube ich, teilt sich so ein bisschen, oder gibt es so ein bisschen den Cut von uns halt als, ich sage jetzt mal, Laien oder einfach als Podcast-Jungs gegenüber einem Spezialist, der das irgendwie könnte beurteilen, der vielleicht eine Studie macht oder vielleicht ein Tierdoktor ist, Tierarzt oder etwas, der das studiert hat oder ja, wie auch immer. Also, wir haben einfach auch ein bisschen, keine neutrale Studie in dem Sinn gefunden. Aber ich glaube, eine neutrale Studie findest du nicht. Ich glaube, was das angeht, gibt es einfach schwarz oder weiß. Gell? Habe ich das Gefühl. Und ich finde jetzt gerade PETA gegenüber Angelmagazin finde ich sehr, sehr krass gegenübergestellt, wo PETA sagt, dass es sehr, sehr extrem ist und der Fisch brutale Angst und Schmerzen muss haben. Hankerum Angelmagazin, wo davor redet mit Löcher im Kopf bohren. Sorry. Mhm. Finde ich recht wuchtig, finde ich recht krass, so eine Aussage. Ja. Von dem her, ja, ist so ein bisschen der Punkt, den ich da kann zu der Studie. Gegenüber der Studie, eine Studie habe ich noch, vielleicht hast du noch etwas im Bereich Studie. Eine Studie habe ich noch, und zwar, wie viel Fisch das verändert nach dem Zurücksetzen. Du hast es ja vorher schon mal angesprochen, dass du irgendwo bei 15% bist. 15,6, ja. Genau. Ich habe da eine Studie von der Schweizerischen Fischereiberatungsstelle, also Fiber, wo sagt, dass 27,5% von der gefangenen Zander nach dem Zurücksetzen verändert. Also das ist eigentlich krass, das ist über ein Viertel davon. Eigentlich fast ein Drittel von den Zander, die sterben nach dem Releasen, finde ich noch heftig. Hingegen beim Karpfen, der ist am unempfindlichsten mit 3,3%. Und beim Hecht 7,1%. Und beim Egli 11%, sowie bei den Forellen 7,4%. Ist gemäss einer Studie. Ich weiss nicht, wie viel das da testet oder wie sie das ausgewertet haben. Ja, genau. Einfach vielleicht noch da zum Anhängen. Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen beachten,
dass verschiedene Faktoren mitspielen. Definitiv. Also Definitiv. sicher, wo wir haben die Empfangtiefe. Ja. Wir haben das Handling mit dem Fisch, auch wie man mit dem Fisch, wo man ihn gefangen hat, damit umgeht. Und sicher die Umweltbedingungen, also vom Gewässer abhängig, wie warm das Wasser ist, Absolut. etc. Absolut, ja. Also ich würde da nicht zu fest drauf auf die Studie. Nein, eben, gell, Studie ist immer so eine Sache, oder? Ich sage halt gleich immer noch gern, du findest im Netz, was du suchst. Ja. Oder? Und je nachdem, was du suchst, findest du es halt auch. Darum ist es so ein bisschen, ja. Hingegen, was ich ganz cool finde, nein, komm mal, ich erzähle es zu, dann mache ich. Nein, hey, ich wäre dafür, dass wir vielleicht mal über den Teich oder Schweizer Röstigraben drüber schauen. Okay. Wie sieht es aus bei unseren Nachbarn, die es doch zum Teil ein bisschen anders machen? Ich kann einfach da von den Müritzfischer in Deutschland vielleicht erzählen, was ich da gefunden habe. Bei denen ist es so, sie haben ein Entnahme- oder Küchenfenster für Hecht. Ein Küchenfenster. Gell? Finde ich auch Geil. noch cool. Und Karpfen. Also so sind neben der oberhalb vom Mindestmaß dort aktuell 60 cm auch festgelegte Höchstmaß von 90 cm für den Hecht. Also im Sinne von Laichfisch, wo sie wieder zurücksetzen dürfen. Also beim Hecht alles über 90 cm. Alles über 90 Ja. dürfen sie wieder zurück tun, weil das Ja. ein Laichfisch Ja, ist. ja, Und ja. alles unter 60 dürfen sie mitnehmen. Ja, finde ich cool. Weißt du auch, wie es in Frankreich ist? Nein, das Ich weiss, es gehen viel Karpfenfischen auf Frankreich über, Bassfischen. Bass, ja. Und ich meinte, dort ist auch C&R. Wüsste ich nicht. Fischt jemand von in Frankreich? Hey, wenn irgendjemand in Frankreich fischt, ich weiss, der Luca von ehemals Perch Zone, der ist an mir auf Frankreich übergegangen, go Bass fischen. Luca, wenn du unseren Podcast hörst, haust in die Kommission, ob C&R in Frankreich auch ist, weiss ich nicht. Italien ist, glaube ich, auch C&R, habe ich gemeint. Ich nehme es an, ja. Ich Das wäre der denke, YPC Stimmt. Bass nicht in Stimmt. Bolsena. Genau. Oder ich weiss auch nicht, ob es dort nur gewisse Gewässer oder Fischarten ist. Was ich ganz klar kann sagen, ist Holland. Holland hat C&R. Und Holland hat einen sensationellen Fischbestand. Und ich stelle mir halt einfach die Frage, wieso hat Holland so einen guten Fischbestand? Ist es A, die Wetterbedingungen, das Klima, wo der Fischer so extrem passt? Ist es B, der schonende Umgang der Fischer, was ich zwar auch nicht immer kann dahinter stehen, auch in Holland nicht. Oder ist es auch C, vielleicht einfach das C&R, wo halt einfach der Bestand auch wert. Vielleicht stimmen da die Studien nicht, dass 27% der Zander reingehen. Vielleicht haben sie es zu einem scheiß Zeitpunkt gemacht, wo es draussen warm war. Ich weiss es nicht, keine Ahnung. Ja, und das sind halt so für mich die Sachen. Ja. In Holland darfst du ja zum Teil je nach Gewässer nicht einmal ein Hecht entnehmen, weil dort der Fisch sehr gut, oder wie sagen wir das, ja nicht gerade heilig, aber sie brauchen den Fisch, sie wollen den Fisch, was ich auch sehr cool finde. So. Du kannst ohne Probleme auf Holland gehen fischen. Ja, von dem her. Weißt du, wie es die Österreicher haben? Ich glaube, die sind auch sehr wie wir. Entnahmepflicht. Haben Entnahmepflicht. Meines Wissens, ja. Also, als ich noch in Österreich oder teilweise in Österreich gearbeitet habe, habe ich eine Fischerroute mitgenommen, da bin ich mal gefischt, das ist ein Fischer zu bedenken geholt und ich meinte, die haben Entnahmepflicht. Aber die haben, glaube ich, auch Ausser- sehr strenge Auflagen wie wir Schweizer, oder? Die haben zum Teil so eine No-Kill-Zone, Ja. meinte ich. Gewisse Forellenweiher, Teiche, wo sie den Karpfen wieder releasen. Wie es mit Hecht und Zander aussieht oder Barsch, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Okay. Wenn wir so ein bisschen zum Fazit kommen, dann hast du noch etwas? Hey, ich habe noch 2 wichtige Punkte, Ja. die ich gerne noch loswerden würde. Und zwar ist es einerseits, es sind 3. Einerseits ist es, ich will hier geschwind auf das Keep Them Wet, auf die internationale Bewegung 24 ansprechen. Für alle die es Petri Heil in den Social Media abonnieren, lesen den Beitrag unbedingt. Fiber hat, wenn es mir recht ist, ins Leben gerufen, sobald der Fisch gehackt ist, muss er möglichst schnell wieder gehen werden. Keep Them Wet, eigentlich heben nass, schaut, dass der Fisch nicht am Trocknen ist. Maximal, was ich gesagt habe, 30 Sekunden oder 10 Sekunden maximal, weil es kann sonst recht schnell in die Gegenrichtung gehen, je nach Fischart. Bei den Forellen ist es relativ happig, dass die halt dementsprechend relativ schnell wieder eingeht. Sobald sie länger als, ich meine, 10 Sekunden am Wasser ist. Leset das durch, dort habt ihr so ein bisschen eine Anleitung, was müsst ihr alles machen, wenn ihr einen Fisch im Wasser habt, am Haken habt. Ist vor allem für die Anfänger, finde ich jetzt wichtig. Oder auch für die
vielleicht auch ein bisschen ältere Zuhörer unter uns, ich weiss es nicht, lesen es durch. Dort habe ich einen wichtigen Punkt herausgeschrieben: Stoffnetz und Monophilkästen nach Möglichkeit vermeiden. Da scheiden sich die Geister. Habe ich auch schon andere Meinungen gehört. Und der Fisch einfach nachher, wenn er ihn wieder gehen lässt, nach dem Abhaken, ruhig im Wasser schwimmen lassen, im Käster schwimmen lassen und, falls nötig, mit nassen Händen in aufrechter Schwimmbewegung im Wasser heben. Einfach so stabilisieren, bis der Fisch von selber weggeht. Nicht hin und her schwimmen, nicht hin und her stoßen, nichts, sondern einfach wirklich heben, bis er von allein geht. Ihr seht jetzt auch, wenn ein Foto unbedingt gemacht werden muss, habt ihr auch noch eine kleine Anleitung. Ja, so viel zu dem. Dann habe ich hier noch langsames Drillen, um die Sterblichkeit zu reduzieren. Ich bin ein Uferfischer. Ich bin aufgewachsen als Uferfischer. Ich habe unter anderem am Zürichsee auf Felchen gefischt. Und es hat immer geheißen, langsam drillen, langsam drillen. Weißt du ja nie, falls du ein Egli dran hast, wenn du es langsam drillst, kannst du es wieder zurücksetzen. Pappela Bullshit. Wenn du das Egli dran hast und das Egli aufziehst, das kannst du nicht mehr zurücksetzen. Punkt. Du müsstest theoretisch gesehen den Fisch so langsam drillen. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Auch Felchen ist heikel mit zurücksetzen. Je nach Tiefe, die du sie gefangen hast. Hey, und vor allem, was mich erstaunt hat, ist der Saibling. Über 50 Meter Tiefe, Barotrauma. Für alle die nicht wissen, was ein Barotrauma ist, geht auf fiber.ch, dort unter dem Beitrag Barotrauma. Dort seht ihr, was passiert mit dem Fisch. Heftig, wirklich heftig. Sehr heftig, ja. Somit fischt der Saibling nicht unter 50 Meter, auch wenn er mit der Tiefseeschleike im Zugersee Rötel fischen. Und flacher als 50 Meter nimmt er eigentlich keine Schäden an, gemäss Fiber. Ja. Wichtig ist, dass er einen Fisch befischen mit einer direkten Verbindung zum Darm von der Schwimmblase, weil der kann den Druckausgleich machen. Der furzt dann, blöd gesagt. Und zwar sind es eigentlich Karpfenartige, Hecht und aber auch Forellenartige. Ja. Einfach so by the way erwähnt. Dann der letzte Punkt, wo viele noch vielleicht an mich ein bisschen, wo mich auch recht erstaunt haben: Köderverlust im Maul vom Hecht. Fisch tot? Fragezeichen. Oli, was meinst du? Keine Ahnung. Nein. Grundsätzlich nicht. In Kanada sind vor ein paar Jahren Hecht mit Wobbler bestückt worden und wieder freigelassen worden. ziemlich krass, ja. Spinnen die Kanadier? Es waren auftreibende Wobbler gewesen. Und da die auftreibenden Wobbler eigentlich einen eingebauten Sender hatten, haben sie von der Wissenschaft wieder eingefangen werden. Und also einfach sobald der Hecht natürlich den Wobbler rausgebracht hat. Die Farbkodierung der Köder hat zudem gezeigt, in welchem Bereich vom Kiefer oder im Rachen, sie haben sogar ein bisschen Rachen hinter Köder gesteckt, dass der Wobbler ursprünglich platziert worden ist. Und sämtliche Fische haben sich innerhalb weniger Tage selber können befreien, selbst bei tief sitzenden Ködern mit Widerhaken. Ja. Das hat mich recht erstaunt. Tatsächlich braucht ein Hecht im Unterkiefer an einer nicht kritischen Stelle länger, wenn er dort gehakt ist, im Unterkiefer, als wenn er im Rachen hinein gehakt worden ist. Das ist eigentlich noch krass. Vermutlich, weil der Fisch eher an der Nahrungsaufnahme gestört worden ist und darum eigentlich aktiver versucht hat, den Wobbler abzuschütteln, hat es geheißen. Aber auch da würde ich wieder sagen, es ist von so vielen Faktoren abhängig, dass Ja, absolut. Es sind sicher viele verschiedene Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Ist für mich einfach so ein Lichtblick. Verzweifeln nicht. Ich bin immer fast verzweifelt, wenn ich irgendwie einen Fisch verloren habe, wo mein Köder noch im Mund hat. Das haben wir jedes Mal so deftig wehgetan, nicht wegen dem Köder, sondern einfach wegen dem Fisch. Wenn ich so etwas lese, ich kann auch schauen, dass ich dann von dem noch den Link posten kann. Wenn ich so etwas lese, muss ich sagen, okay, es gibt mir ein bisschen weniger schlechtes Gefühl, nicht ein besseres, sondern einfach ein weniger schlechtes Gefühl, dass der Hecht mit meinem Köder vorschwimmt. Genau. Ja. Hey, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Jetzt haben wir doch eine Zeit darüber geschwätzt. Meins ist so ein bisschen, hey, es ist eigentlich jedem Fischer freigestellt, über einen gefangenen Fisch entnehmen oder aus ökologischen Sinn oder Überlegung wieder zurücksetzt. Catch and Release ist und bleibt aber mit der Absicht, ans Wasser gehen und den Fisch wieder freilassen in der Schweiz verboten. Das Richtig. ist mein Fazit. Ja, sehe ich auch so. Und denkt daran,
ihr macht euch nicht strafbar, wenn ihr einen Fisch wieder freilässt, aus dem ökologischen Grund, weil er fürs Gewässer wichtig ist, oder weil der Fisch nicht der Zielfisch ist. Genau. So viel von meiner Seite noch anzuführen. Ja, hey, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen darüber aufklären, über doch das auch stiefmütterliche Behandeln von Catch and Release. Ja. Ist jetzt gerade ein bisschen das Thema gewesen? Hey? Boah, ich habe ja, kein Bier mehr, Oli. Ja, ich im Fall auch nicht. Das Zweites, wenn ich nicht im Auto da wäre, wäre das zweite etwas. Ja, ich glaube, das nächste Mal müssen wir schon von Anfang an 2 Jahre nehmen. Nein, auch wir haben gemerkt, das Thema ist noch so offen und schwierig. Es bietet viel Angriffsfläche Ja. von der Diskussion. Sind wir uns ja bewusst. Es ist ein Thema, das in jedem Forum mindestens schon 1000 Mal durchgecatcht worden ist. Sind wir uns auch bewusst. Ja. Aber ich finde, es ist gleich ein Thema, wo viele Leute totschweigen. Und halt einfach, sie haben keine Ahnung, was dürfen und was nicht. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund, warum wir das Thema auch bringen wollen. Genau. Hey, und würde ich sagen, kommen wir in die nächste Rubrik. Entweder oder! Oli! Ich bin wieder dran. Ja! Keine Angst, heute habe ich keine Sexfrage. Also alle die unter, was sagen wir, 112 16. dürfen ruhig zuhören. Nico. Ja, hey, ich bin im Fall die Fragen auch immer wieder ein bisschen Vorbereiten. Und Oli, in 2 Wochen bin ich dann wieder da. Yes. Freust du dich auf die Fragen? Ja, easy. Gut. PB oder 50 Fisch am Tag oder 50 Fisch am Tag fangen? 50 Fische am Tag. Ich finde die Frequenz geil. Ich finde es geil. Okay. Du? PB fangen. Schon? Ja. Auch wenn es ein rein Fisch ist? Ja. Okay. Schon. Unter diesen 50 Fischen ist auch mal der PB vielleicht? Gut. Geflochtene oder monophile Schnur? Geflochten, definitiv. Ich habe auf all meinen Angelrouten nur geflochten drauf. Es gibt viele, die sagen, sie schwören bei der BC auf Mono. Aber ich kann mich mit dem nicht abfinden. Gar nicht. Voll geflochten. Ja. Letzte Frage. Wenn zum Überleben angenommen, der Oberkörper oder der Unterkörper müsstest zum weiter Überleben müsstest entfernen, würdest du lieber den Unterteil oder den Oberteil vom Fisch übernehmen? Weißt du, was heisst die Frage? Fischen oder Vögeln, oder? Das ist keine direkte Sexfrage. Ja, was habe ich letztes Mal gesagt? Vögel, aufs Fischen verzichten. Ja. Ja, ich glaube, ich würde wirklich den Unterkörper geben. Ich glaube, ich würde nicht mehr laufen, dafür könnte ich wenigstens die Route rühren. Also, Fischerroute. Die andere hätte ja nicht. Ja. Hey, ist aber eine noch tricky Frage, finde ich. Gell? Ist eine mega tricky Frage. Was ich aber muss sagen, wenn ich nur den Oberkörper habe, dann kann ich wenigstens in einen Rollstuhl und kann ans Wasser. Ja, aber der ist ein Fischkopf. Ja. Nein, sorry. Was? Ja. Nein, umgekehrt, ja. Aber wenn du Beine hast, genau. Ja, so wie in der Trick in der Ja, Trickfilm, voll. siehst du, wie der Haifischkopf. Geil. Oh, Scheiße. Ich weiß es auch nicht. Das ist eine schwierige Frage. Ja, hey, schau, wichtig ist, wir haben nach so einem Thema, wie wir hatten, gleich noch lachen können. Ja. Ja. Hey. Wir haben gesagt, wir machen keinen Ausblick mehr, aber ich Ja. will gleich jetzt schon mal anteasern. Wir werden es sicher in der nächsten Episode wieder sagen. Genau. Es ist jetzt die 10. Episode, wo ihr heute hört, wenn ihr sie immer auch hört. Dann wird Episode 11 kommen. Ja. Dann wird es eine längere Pause geben. Und Genau. zwar aus dem Grund, da wir in Holland werden sie wir 2 für Genau. das Turnier der Toppies. Genau. Hey, und da an dieser Stelle an alle, die sich noch nicht angemeldet haben, macht. Meldet euch an. Meldet euch an. Der Oli und ich sind auch da oben. Der Robin und ich fischen zusammen im Couple. Der Oli streicht todsicher auch irgendjemand rum. Meldet euch an. Ihr seid nicht die einzigen Schweizer. Es gibt bereits schon ein weiteres Schweizer Fischerpärli, nebst Robin und mir. Hey, kommt auch. Kumpelt über den Schatten. Kommt vorbei. Macht mit. Es kostet kaum etwas und es ist sicher eine mega geile Atmosphäre. Voll genau. Darum wird Episode 12 nach Holland dann kommen, ganz sicher. Genau.
Also einfach schon mal, dass ihr es gehört habt. Jo. Und ich würde sagen, hey, wir haben es sonst schon überzogen. Ja. Danke vielmals fürs Zuhören, fürs Liken, Abonnieren, Teilen. Grossi, Grossmami, Papi, Opi, weiss auch immer. Freundin, hast du vergessen, Frau. Freundin, Was auch Meersäule, immer, Hund. genau. Hey, hauen die Kommentare, hauen die Tasten. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und bedanken uns recht herzlich an dieser Stelle. Fürs Durchhalten und wir sind raus für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah, erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Hey, weisst schon, lass uns Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie in den Buff oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!